herzliches Grüß Gott beieinander in der Kulturbühne Hinterhalt, da in Gelting, zur Weihnachtsmatinee, zur Adventsmatinee mit uns von der Keuterbach-Muse, der Hausl aus Waakirchen und meine Wenigkeit, der Flori aus Garmisch-Partenkirchen. Wir dürfen heute euch ein bisschen adventlich, kulturell bescheren. Ein herzliches Vergelt's Gott an der Stelle gleich mal an die Kulturbühne Hinterhalt und an alle hinter den Kulissen, die das heute alle mit möglich machen. In diesen Zeiten ist es ja mit der Kultur nicht überall einfach. Umso wichtiger ist es, dass wir zusammenhalten und dass man trotzdem was auf die Füße stellt. Also ein Dankeschön schon mal da. Wir haben Zither, Kontragitarre und bayerische Weihnachtsgeschichten für euch hergerichtet und hoffen, dass wir euch ein bisschen die kalte Jahreszeit erwärmen können, ein bisschen versüßen dürfen. Und ein Bier ist euch hergestellt worden. Jetzt nehme ich schnell einen Schluck, bevor ich mit der ersten Geschichte anfange. Da liest es sich gleich ganz anders. Die erste Geschichte ist ein Original-Schüleraufsatz. Ich weiß nicht, Hausl, der ist schon älter, gell? Der ist schon viele Jahrzehnte alt. Ja. Ist auch eine bekannte Nummer. Es ist der Advent, bayerisch geschrieben mit PF. Und das ist angeblich vom Maxl aus dem Bayerischen Wald einmal gewesen. Wir wissen es nicht genau. Er hat angefangen, der Advent ist die schönste Zeit im Winter. Die meisten Leute haben im Winter eine Grippe, die ist mit Fieber. Wir haben auch eine, aber die ist mit Belüftung und man schreibt sie mit K. 3 Wochen bevor das Christkindl kommt, stellt Papa die Krippe im Wohnzimmer auf und meine kleine Schwester und ich dürfen mithelfen. Viele Krippen sind langweilig, aber die unsere nicht, weil wir haben mordstolle Figuren darin. Ich habe einmal den Josef und das Christkindl auf den Ofen gestellt, damit sie es schön warm haben, und es war ihnen zu heiß. Das Christkindl ist schwarz geworden und den Josef hat es in lauter Trümmer zerrissen. Ein Fuß von ihm ist bis in den Platzelteig geflogen und es war kein schöner Anblick. Meine Mama hat mich geschimpft und gesagt, dass nicht einmal die Heiligen vor meiner Blödheit sicher sind. Wenn Maria ohne Mann und ohne Kind herumsteht, schaut es nicht gut aus. Aber ich habe Gott sei Dank viele Figuren in meiner Spielkiste und der Josef ist jetzt Donald Duck. Als Christkind wollte ich den Asterix nehmen, weil der ist als einziger so klein, dass er in den Futtertrog gepasst hätte. Da hat meine Mama gesagt, man kann doch als Christkindl keinen Asterix hernehmen, da ist ja das verbrennte Christkindl noch besser. Es ist zwar schwarz, aber wenigstens ein Christkindl. Hinter dem Christkindl stehen 2 Ochsen, ein Esel, ein Nilpferd und ein Brontosaurier. Das Nilpferd und den Saurier habe ich hineingestellt, weil der Ochs und der Esel allein waren mir zu langweilig. Links neben dem Stall kommen gerade die heiligen 3 Könige daher. Ein König ist dem Papa im letzten Advent beim Putzen heruntergefallen und war total hin. Jetzt haben wir nur mehr 2 heilige Könige und einen heiligen Batman als Ersatz. Normal haben die heiligen 3 Könige einen Haufen Zeug für das Christkindl dabei, nämlich Gold, Weihrauch und Püree oder so ähnlich. Von den unseren hat einer anstatt Gold ein Kaugummipapierl dabei, das glänzt auch recht schön. Der andere hat eine Marlboro in der Hand, weil wir keinen Weihrauch haben. Aber die Marlboro raucht auch schön, wenn man sie anzündet. Der heilige Batman hat eine Pistole dabei. Ist zwar kein Geschenk fürs Christkindl, aber damit kann er es vor dem Saurier beschützen. Hinter den 3 Heiligen sind ein paar rothäutige Indianer und ein kasiger Engel. Dem Engel ist ein Fuß abgebrochen, darum haben wir ihn auf ein Motorrad gesetzt, dass er sich leichter tut. Mit dem Motorrad kann er fahren, wenn er nicht gerade fliegt. Rechts neben dem Stall haben wir das Rotkäppchen hingestellt. Sie hat eine Pizza und 3 Weizen für die Oma dabei und reißt gerade eine Maroni ab. Einen Wolf haben wir nicht, drum lurt hinter dem Baum ein Bummerl als Ersatzwolf hervor. Mehr steht in unserer Krippe nicht, aber das reicht voll. Am Abend schalten wir die Lampe an und dann ist unsere Krippe erst so richtig schön. Wir sitzen so herum und singen Lieder vom Advent. Manche gefallen mir, aber die meisten sind mir zu lusert. Mein Opa hat mir ein Gedicht vom Advent gelernt und es geht so: Advent, Advent, der Bärwurz brennt.
Erst trinkst einen, dann zwei, dann drei, dann vier, dann haut's die mit dem Hirn an die Tür. Obwohl dieses Gedicht recht schön ist, hat die Mama gesagt, dass ich es mir auf keinen Fall merken darf. Im Advent wird auch gebastelt. Wir haben eine große Schüssel voll Nüsse und eine kleine voll mit Goldstaub. Darin wälzeln wir die Nüsse, bis sie golden sind, und das Christkindl hängt sie später an den Christbaum. Man darf nicht fest schnaufen, weil der Goldstaub ist total leicht und er fliegt herum, wenn man hinschnauft. Einmal habe ich vorher in den Goldstaub ein Niespulver hineingetan und wie mein Vater die erste Nuss darin gewälzelt hat, tat er einen Nieserer, dass es ihn gerissen hat und sein Gesicht war golden und die Nuss nicht. Die Mama hat ihn geschimpft, weil er keinerlei Beherrschung hat und sie hat gesagt, er stellt sich dümmer an als wie ein Kind. Meinem Vater war es recht zuwider und er hat nicht mehr mitgetan. Er hat gesagt, dass bei dem Goldstaub irgendetwas nicht stimmt. Ich habe mich sehr gefreut, weil es war insgesamt ein sehr lustiger Adventabend. Kurz vor Weihnachten müssen wir unsere Wunschzettel schreiben. Meine Schwester wünscht sich meistens Puppen oder sonst ein Klump. Ich schreibe vorsichtshalber gleich mehr Sachen drauf und zum Schluss schreibe ich dem Christkindl, es soll einfach so viel kaufen, bis das Geld ausgeht. Meine Mama sagt, das ist eine Unverschämtheit und irgendwann bringt mir das Christkindl gar nichts mehr, weil ich nicht bescheiden bin. Aber ich habe bis jetzt immer das gekriegt. Und wenn ich groß bin und ein Geld verdiene, dann kaufe ich mir selber etwas und bin überhaupt nicht bescheiden. Dann kann sich das Christkindl von mir aus ärgern, weil dann ist es mir wurscht. Bis man schaut, ist der Advent vorbei und Weihnachten auch und mit dem Jahr geht es dahin. Die Geschenke sind ausgepackt und man kriegt bis Ostern nichts mehr, höchstens, wenn man Geburtstag hat. Aber eines ist gewiss, der Advent kommt immer wieder. Dankeschön.
Ja, Weihnachten, das Fest der Liebe. Und es gibt viel, man braucht bloß in Zeitungen reinschauen. Ich habe es am Samstag wieder durch, ich schaue gerne die Kontaktanzeigen an. Inzwischen machen sie ja mit verschiedenen Sachen Werbung, was mit der Person gar nichts zu tun haben. Aber viele sehnen sich in Weihnachten nach Zweisamkeit, die das ganze Jahr allein sind. Und da hat der Toni Lauer eine schöne Geschichte geschrieben, auch von einem, der auf Weihnachten unbedingt eine Frau gesucht hat. Und dann hat er einen weihnachtlichen Liebesbrief geschrieben. Liebe Rosi, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst. Ich bin der wo mit dir beim Sommer, beim Volksfest einen leichten Unfall hatte. Du hattest einen Ford Fiesta und ich einen Rausch. Mir ist ja weiter nichts passiert, wie ich dir als Fußgänger die Vorfahrt genommen habe. Aber dein Auto hatte eine Duin. Ich bitte dich dafür nochmals um Entschuldigung, da ich nicht Herr meiner Sinne und auch meiner Füße war. Aber das ist nicht der Grund für meinen Brief. Ich habe mir damals schon gedacht, Sachsen, wie ich dich gesehen habe. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dir ins Auto gelaufen bin, neben die 5 Maß. Und als du nach dem Zusammenprall ausgestiegen bist und dich über mich gebeugt hast und ich in dein T-Shirt gesehen habe, habe ich mir gedacht, die schaut nicht bloß gut aus, die hat auch einen Mordscharakter. Genauer gesagt sogar 2. Ich schreibe dir jetzt kurz vor Weihnachten, weil ich dich bis heute nicht habe vergessen können. Du gehst mit dir den Kopf herum und jetzt im Advent ist man in einer Stimmung, wo man sich denkt, das war schon was. Damals bei der Unfallaufnahme hast du als Familienstand ledig angegeben, was ich mir trotz Trunkenheit gemerkt habe. Doch getraut habe ich mich bis heute nicht, dich zwecks Veränderung des Familienstandes anzusprechen. Aber heute habe ich mir ein Herz gefasst und schreibe dir diesen Brief. Ich sitze oft alleine im Zimmer und denke mir, dass es nicht schlecht wäre, wenn du da wärst. Ich könnte es mir so richtig romantisch vorstellen. Ich schaue gemütlich Fernsehen und du kochst. Dann esse ich und ich sage dir, dass es mir gut geschmeckt hat und du freust dich. Wenn du möchtest, kannst du ruhig auch mitessen. Denn ich habe schon so viele Mitesser im Gesicht, da ist es dann schon wurscht, wenn am Tisch auch noch einer sitzt. Wir könnten auch gemeinsame Weihnachtseinkäufe machen. Ich fahre dich zum Einkaufszentrum und lasse dich aussteigen. Dann gehe ich 2-3 Stunden ins Wirtshaus, anschließend hole ich dich wieder. Das ist ein Service, oder nicht? Und jetzt kommt der Höhepunkt. Am Heiligen Abend lassen wir es richtig krachen. Du darfst ein 4-Gänge-Menü für uns alle machen. Das heißt für mich, für meine Mutter und für dich. Ich zahle alle Zutaten und auch meine gut sortierte Küche steht zu deiner kostenlosen zur Verfügung. Du müsstest nur berücksichtigen, dass meine Mutter Zucker und Fett nicht verträgt, aufgrund Zucker und Gicht. An den Feiertagen kannst du dann mit meiner Mutter spazieren gehen und damit ihr euch näher kommt. Wenn sie dich mag, spendiert sie dir eventuell sogar im Café einen Kaffee. Da lässt sie sich nicht lumpen. Ich könnte dir noch so viele verlockende Vorschläge machen, aber ich denke, für den Anfang reicht's. Du wirst dich vielleicht wundern, warum ich trotz dieser idealen Gegebenheiten mit 39 Jahren noch solo bin. Ehrlich gesagt wundere ich mich auch. Meine Mutter sagt, wenn die Frauen wüssten, was ich für eine gute Partie bin, ich hätte an jedem Finger 5. Aber die brauche ich gar nicht, denn du würdest mir schon reichen. Rühr dich. Dein Kuno. PS. Antworte mir, falls möglich, per Postfach, weil meine Mutter alle Briefe aufmacht. Frohe Weihnachten.
letzte bayerische Nikolaus. Das ist die dämische Geschichte vom letzten bayerischen Nikolo. Jeder kennt einen Nikolo nur als braven, heiligen Mann, der seit Ur- und grauen Zeiten sie vom Rupprecht lässt begleiten, um mit vielen schönen Sachen brave Kinder erfreut zu machen. Alle Jahr wird darüber geredet, doch ob es ihn gefreut, das weiß man nicht. Ich habe ihn gefragt, den guten Mann, und er erzählt die Geschichte so. Kaum werden die Tage wieder kürzer und die Nächte noch viel schwürzer, blärt der Chef schon umeinander. Riecht's euch zusammen, auf geht's, meint er. Packt's euer Graffi auf den Schlien, wir sind schon im Dezember drin. Heuer muss der Rupprecht schirmen, weil wir keine Engel kriegen. Die werden eingespart, ist das klar, die werden schon langsam mangelbar. So, liebe Leute, geht's da drum zu. Ich hätte auch lieber meine Ruhe, aber gegen unseren Herrn tust besser nicht aufbegehren. Also Rupprecht, sag ich, Kim, hocken wir uns heute auf den Schlien. Fahren wir oben auf die Erd, bin gespannt, was für ein Wetter wird. Wahrscheinlich lasst das schneien der Alt oder es gefriert und ist saukalt. Und wir zwei gehen von Haus zu Haus, da jagt man doch keinen Hund nicht raus. So diskutieren der Knecht und ich und schon geht's mit uns zwei dahin. Lang ist die Fahrt, uns wird's schon kalt, dann landen wir endlich in einem Wald. Denn draus vom Walde komm ich her, heißt's in so einer alten Meer. Gefroren hat's uns gleich, als würde ich Schneider. Auf geht's, Ruppi, sag ich, geh gleich weiter. Du schiebst an und ich tu ziehen, dass wir warme Haxen kriegen. Nach 10 Meter, zappere die, haut's uns schon auf die Lätschen hin. Gruzi Dirken, sagt mein Knecht, da meine ich, geht's uns heute noch schlecht. Die Backeln flacken drin im Schnee, am Ruppi tut sein Knirschheim weh. Wie ein Russ kann ich gleich fluchen, jetzt muss ich mein Gebiss noch suchen. Entgeistert hat der Ruppi geschaut, ja, sag ich, das hat's mir ausgehauen. Von mir aus ist die Geschichte, wie es ist. Jetzt schnupfen wir zuerst einmal einen Pries. Dann zünden wir uns noch eine an, weil spät kommen, der wir sowieso. Wie wir nachher fertig waren, sind wir wieder weitergefahren. Geschwitzt haben wir, dass gerade so dampft, doch eisern sind wir weitergestampft. Du, Rupprecht, sag ich, denk einmal, was sagst jetzt du in dem Fall, wenn wir jetzt ein Wirtshaus fanden und uns ein bisschen auftauen könnten, wo man sich gemütlich einhockt und der Brotzeit druckt. Dazu noch 2, 3 halbe Bier und die Kellnerin da auf die Knie, damit es ein bisschen warm wird gleich von uns und man ein bisschen erfreut haben kann. Sagt er, na, sagt der Rupprecht, nix ist drin. Sowas schlagt er gleich mal aus dem Sinn. Da wird der Himmelvater fad. Und jetzt komm, ist schon spät. Gleich sind wir bei der ersten Kundschaft. Horch du einmal, ob da der Hund schlaft. Kaum ist das Gespräch vorbei, tut's einen fürchterlichen Schrei. Heimlich starrt und ganz, ganz leise, also auf hundsgemeine Weise, ist der Hofhund schon ausgerissen und hat mich in das Teil einbissen, das zum Sitzen ist gedacht. Und mein Begleiter, der hat gelacht. Mensch, Schrei, pass doch auf und hau dem Hund die Ketten auf. Jetzt bin ich schön beieinander mit meinem zerrissenen Nikolo-Gewand. Muss mit der Hand das Loch zudecken, dass mir die Kinder nicht erblicken. Doch mir den jetzt nicht mehr lang rum, ging eine in die Stube. Da sitzt der Sepperl auf am Stuhl. Scheinbar hat er kein gutes Gefühl. Und ließ seine Schwester, die schaut drei, als schlagert grad der Blitz herein. Dreht hat's einer fast verschlagen. Ich geh drauf zu und möcht's was fragen. Da fängt der Sepperls Warner an. Ich bin schon brav, Herr Nikolo. Ich tu meine Schwester nimmer hunzen und gewiss nimmer ins Bett neibrunzen. Zur Oma nie mehr Rindviech sagen und meine Spätzeln nimmer schlagen. Ja, schluchzt das Liesel, das ist gewiss, dass ich meine Suppen allweil is. Ich wasch mir einmal in der Woche die Haxen, mach in der Kurch drin keine Faxen. Wo ich alleweil um die Mühle geh, drum tut's uns nix, wir bitten schön. Bei so viel Rei, verstehst du mich schon, da kommt mir das Schimpfen auch hart an. Also sage ich, es ist schon recht, weil ich ja wieder weiter möchte. Da haben wir euch was mitzubringen, aber zuerst einmal darf's noch etwas singen. Und nachher geht's schön brav ins Bett. Ich darf's auch, aber ich darf halt nicht. Da sagt Frau Mutter und ein schöner Dank
und drückt 2,50 uns in die Hand. Dann sind wir weiter auf der Reise, bald drauf passiert's und keiner weiß. Ich höre einen Ruprecht leise sagen, wir müssen uns verlaufen haben. Geh mal, ich tu nicht fantasieren, das kann doch uns zwar nicht passieren. Da in dem Haus, da vorne ist Heu, da wird jetzt gefragt, gleich auf der Stelle. Mei, sagt der Ruppi, Herrschaftszeiten, das ist ja beim Wimmerwirt drum auf der Leiten. Da sind wir auf dem falschen Gleis, kommt drehen wir um, macht keine Mais. Na, sag ich drauf, jetzt ist mir wurscht, ich habe einen Hunger und einen Durst. Wir fragen, ob sie was zu essen haben und dann sitzen wir uns ein bisschen zusammen. Ich weiß noch, wie wir rein ins Haus, von da weg lasst das Gedächtnis aus. Uns haben sie nach mehreren paar Stunden besoffen in einem Graben drin gefunden. Die Sterne nach war es schon ziemlich spät und um uns rum hat sie alles dreht. Der Schlitten war hin, das könnt ihr euch denken. Und was noch viel schlimmer war, die ganzen Geschenke. Voller Schnee, mein ganzer Bart und das Aufstehen fällt mir so viel hart. Der Ruppi, der war unterm Schlitten und hat meine Mützen ganz das Spiel. Kurz, unser Zustand war beschissen, dann haben wir alles einfach hintergeschmissen. Heimwärts haben wir uns nicht traut, die hatten uns gewiss gleich ausgehauen. Ja, was fangen wir da jetzt an? Da sagt der Ruprecht, lieber Mo, tu nicht gleich in die Hosen scheißen, wir wechseln über zu die Preisen. Weil die noch keinen Nicolo nicht kennen, da gibt's bloß lauter Weihnachtsmänner. Dankeschön. Ja, mit die grausamste Zeit ist für uns Mannsbrüder die Tage vor Weihnachten. Was schenkt man unsere Frauen, beziehungsweise was schenkt man den Damen überhaupt? Und ich habe da mal ein nettes Erlebnis gehabt, damals noch ledig und fröhlich. Aber für meine Mama habe ich was gebraucht. Und fällt dir nichts anderes ein, um 11:30 da ist dann noch schnell in ein Schmuckgeschäft rein. Es war ein Bild für Götter. In dem Schmuckgeschäft sind 4 Mannsbrüder gestanden. Und die Verkäuferin hat gesagt, ja, hat gesagt,
Heiliger Abend, halbe Stunde bevor wir zusparen, da kommen dann die Ehemänner, die ein Geschenk für eine Frau oder für eine Freundin brauchen, was die Frau nicht wissen darf. Gell? Ja, es ist wirklich eine haklige Sache, was schenkt man seiner Frau? Und da hat der Toni Laura ein Gespräch, ein Weihnachtsgespräch an der Theke belauscht zwischen Sepp und Kari. Oh mein Kari, es ist ein Kreuz, aber ehrlich. In 6 Tagen ist schon wieder Weihnachten. Na, das, wenn schon war. Na, das kannst du laut sagen. Alle Jahre das gleiche Gefritt. Da kaufst du die Kinder drüber Geschenke und dann machen sie mal zum Lädchen. Genau, bei mir daheim ist gerade so. Die sind mit nichts zufrieden. Normal sollst du ihnen gar nichts schenken, dann könnten sie ein Lädchen machen. Meine Meinung, dann hätten sie wenigstens einen Grund dafür. Aber die machen so und so ein Lädchen. Ohne Grund machen die ein Lädchen. Ich wenn schon sieg, dann klang es mir schon. Wer kann man bloß so ein Lädchen machen? Ich kaufe für einen Burm letztes Jahr ein Radl mit 21 Gang und denke mir, da wird er schauen. 21 Gang? Ja, mir legst fett. Da wird er geschaut haben. Auf von wegen. Ein Lädchen hat er gemacht, weil es ein silberes Radl war und er wollte Applaus. So weit sind wir heute, als ob die Farbe eine Rolle spielen darf. Weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, Birscherl, wenn die Lädchen der Dank ist für das Radl, dann kannst du dir nächstes Jahr auf Weihnachten ein Geschenk schnitzen. Ich kaufe dir nichts mehr. Ich nimmer. Und, was hat er gesagt? Gerade noch, dass er ihm Danke, Papa, ausgedrückt hat, sein schlechtes Gewissen. Aber das war nicht ehrlich, das habe ich kennt an seinem Gesicht. Ja, mich wundert nichts mehr. Die Kinder sind heutzutage völlig verzogen. Ja, das kommt von dem Fernseher. Da sehen sie den ganzen Tag nichts anderes. Voriges Mal haben sie bei der Talkshow von der Gewamperten das Thema gehabt, mein Vater ist eine Null. Ja, ist denn das auch ein Thema? Wo soll denn das noch hinführen? Das soll sich mein Herr Sohn einmal erlauben und sagen, dass ich eine Null bin. Stell dir das einmal vor. Du schaust Fernsehen und dann siehst du dein eigen Fleisch und Blut und das sagt, mein Vater ist eine Null. Aus war's. Dem da das Taschengeld radikal kürzen. Und auf Weihnachten kannte sie von mir aus auf Pappen aufhauen. Ich darf ihm nichts mehr kaufen. Aber Kari, unter uns, meine Frau ist nicht recht viel anders. Total undankbar. Okay. Ja, wenn ich es dir sage, vor 3 Jahren schenke ich auf Weihnachten ein Dampfbügeleisen. Ein super Gerät. Hat dir fein nicht gepasst? Jetzt kommst du. Ja, gibt's denn das auch? Was hat dir denn dann nicht passt? Keine Ahnung. Sie hat ja nichts gesagt. Bloß ein Lädchen hast du gemacht. Und zwar ein Lädchen, da wo du als leidgeprüfter Mo weißt, der passt wieder was nicht. Es gibt keine Dankbarkeit. Du sagst das. Und vor 2 Jahren habe ich ja sogar ein Mikrowellen gekauft. Aber sie hat wieder ein Lädchen gemacht. Andere taten sich freuen, aber meine Madame macht ein Lädchen. Ja, was soll man denn nur alles kaufen, dass die einmal zufrieden sind? Das habe ich mich auch gefragt. Und darum habe ich mir letztes Jahr auf Weihnachten gedacht, jetzt ist mir wurscht, was das kostet, jetzt kaufst du dir eine Nähmaschine. Oh leck, so großzügig ist nicht leicht einer. Du erkennst das, aber sie nicht. Sie packt die Nähmaschine aus, ich denke mir, jetzt wäre es gleich ein Juhitzer da und mir um den Hals fallen. Und was passiert? Sie macht ein Lädchen. Eine Nähmaschine um 399 €. Und sie macht ein Lädchen. Weißt, da denkst du dann schon, spinne ich oder was? Unvorstellbar. Was hat ihr denn da nicht passt? Das wollte ich auch wissen. Darum habe ich es gefragt, und was das soll. Angelika, habe ich gesagt, was soll das? Ich kaufe dir ein Dampfbügeleisen, du magst ein Lädchen. Ich kaufe dir ein Mikrowellen, du magst ein Lädchen. Ich kaufe dir eine Nähmaschine mit 6 Jahren Garantie, du magst schon wieder ein Lädchen. Ja, was soll ich dir auf Weihnachten schenken, dass du kein Lädchen magst? Weißt du, da bin ich radikal. Das will ich dann wissen, da kenne ich nichts. Und was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, Weihnachten ist ein Fest der Herzen und keine Haushaltswarenausstellung. So ein Schmarrn. Ja, mei, Weiber sind ja so. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie möchte nicht dauernd was für den Haushalt, sondern was fürs Herz. Und darum habe ich ihr heuer was fürs Herz gekauft. Was denn nachher? Ein Blutdruckmessgerät.
Weihnachten, jetzt ist nicht mehr so arg, jetzt haben wir ja WhatsApp und was weiß ich alles, aber wie war das früher mit Weihnachtskarten schreiben? Boah, wo das ganze Jahr nicht so viele Briefmarken braucht, als wir Weihnachten. Und da gibt es auch eine nette Geschichte, die Weihnachtspost aus Oberbayern. Beim alten Hilfinger, dem pensionierten Postbeamten in Miesbach, hat sich das Christkindl dieses Jahr besonders reichlich eingestellt. Die 6 Kinder vom Hilfinger waren schon lange aus dem Haus und über ganz Deutschland verteilt. Mit dem Besuchen hat es dieses Jahr nicht geklappt. Aber sie haben ihn nicht vergessen, den Vater. Und alle haben ein schönes Geschenk geschickt. Von der Lotte, die in Freiburg verheiratet ist und die für die Antike schwärmt, hat eine sehr schöne Nachbildung der Venus von Milo gekriegt. Bloß ein bisschen nackert war es halt. Aus Lüneburg vom Xaverl, naja, jetzt heißt er Franz, weil Xaverl seine Frau nicht aussprechen kann, sie ist nämlich von da droben, ist ein Familienfoto gekommen. Er und sie und die Kinder, der Jens, der Uwe und die kleine Heike, in einem schönen Silberrahmen. Die Rosi, die immer recht praktisch war, hat ihm aus Fichtach 3 Paar schöne, warme Unterhosen geschickt. Und aus München vom Toni ist eine Originalradierung Heilige Affen gekommen. Der Jupp aus Köln, also früher hat er halt Peppi geheißen, hat dem Vater schöne, warme Handschuhe geschickt. Und am Heiligen Abend ist noch ein großes Backerl von Peter aus Oldenburg gekommen. Da war eine elektrische Heizdecke drinnen. Am ersten Weihnachtsfeiertag setzt sich der Hilfinger auch gleich hin, um sich für die schönen Geschenke zu bedanken. Weil er als alter Beamter gelernt hat, dass man schnell, umsichtig und rationell arbeiten muss, hat er erst alle Umschläge geschrieben, hintereinander weg und gleich die Briefmarken draufpappt. Dann hat er sich darüber gemacht und für jeden ein freundliches Dankesbrieferl geschrieben. Bevor er aber noch dazu gekommen ist, die Briefe alle in die Umschläge zu tun, ist sein Spätzl, der Gschwendtner Max, gekommen. Der war früher bei der Polizei, ist aber auch schon pensioniert. Geh weiter, hat er gesagt. Das kannst du morgen auch noch machen. Jetzt über den Feiertag wird die Post eh nicht befördert. Das müsstest du als alter Postler wissen. Da reißt sich doch keiner einen Hax aus. Das ist wie bei uns bei der Polizei. Also, gehen wir zum Breiwirt, da läuft heute ein zünftiger Schafkopf. Also der Hilfinger hat das schnell eingesehen und ist mitgegangen. Es ist ein gemütlicher und lustiger Abend geworden und es war schon ein bisschen spät, wie er wieder heimgekommen ist. Er wollte erst gleich ins Bett, aber dann hat er die Briefe und die Umschläge liegen gesehen und weil er noch so aufgekratzt war von dem zünftigen Abend, hat er das Radio angemacht, eine Musik gehört und noch eine halbe getrunken und dabei die Briefe in die Kuverts hineingetan. Bloß hat er dabei leider ein bisschen was durcheinander gebracht. So hat die Lotte aus Freiburg, die mit dem Antik-Tick und der Venus, ganz erstaunt gelesen: Liebes Kind, vielen Dank für dein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich habe sie gleich mit ins Bett genommen. Und sie hat mich die ganze Nacht warm gehalten. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Der Peter in Oldenburg dagegen, der die Heizdecke geschickt hat, hat sich nicht weniger gewundert, wie er da gelesen hat: Deiner kostbaren Weihnachtsgabe habe ich einen Ehrenplatz im Glaskasten eingeräumt und sie wird allgemein bestaunt. Aber auch die Rosi, die 3 warmen Unterhosen geschickt hat, ist ein bisschen blass geworden, wie sie gelesen hat. Ich habe sie gleich angezogen und habe mich heute Abend damit beim Breiwirt gezeigt. Sie sind allgemein bewundert worden, besonders von der neuen Kassiererin. Hoffentlich verliere ich sie nicht gleich. In Köln, von wo die schönen Handschuhe her waren, hat der Pepe alias Jupp genauso verwundert gelesen: Du hast mir wirklich eine große Freude gemacht und sie passen so gut, auch um den Bauch und um den Hintern herum. Aber erst der Toni in München, der die Radierung Heilige Affen geschickt hat, der hat vielleicht geschaut, wie er gelesen hat: Ihr seid wirklich alle sehr gut getroffen. Das Bild hänge ich mir im Wohnzimmer auf, damit ich eure lieben Gesichter immer vor mir habe. Naja, und der Franz Xaverl in Lüneburg, der das Familienfoto übersandt hat, der hat gleich ein paar kernige bayerische Fluch loslassen, von denen er gar nicht gewusst hat, dass er sie noch kann. Schreibt doch der Vater: So ausdrucksvolle Affengesichter habe ich wirklich lang nicht mehr gesehen.
Da kann man sich richtig vorstellen, dass der Mensch vom Affen abstammt. Müssen wir da einmal nach ihrem schauen, haben sie gesagt, die Kinder. Es scheint, er wird ein bisschen wunderlich, unser Vater. Fröhliche Weihnachten. Es gibt ja nicht nur anderswo, sondern auch bei uns im Oberland hervorragende Schreiber. Ich sage bewusst Schreiber, nicht Schriftsteller, weil Schriftsteller macht es beruflich. Aber da wenn nicht die Geschichte eigentlich auf Wahrheit beruht, aber natürlich ein bisschen ausgeschmückt ist, vom Bauer Gustl von Hassam. Und die Geschichte heißt Türkenweihnacht. 3 Kameraden von der Mörtelzunft hocken schon seit Mittag beim Jägerwirt und lassen sich eine frische Halbe nach der anderen durch ihre in langen Berufsjahren durchtrainierten und abgehärteten Gurgel rinnen. Heute war ihr letzter Arbeitstag vor den Weihnachtsfeiertagen. Und sie lassen sich weder durch die verdächtig norddeutsch klingenden Durchsagen in Bayern 3 noch durch das ständige Zureden ihres 4. unfreiwilligen Mithockers zum Heimfahren überreden. Übrigens, unser 4. Mann heißt Gülizar Özekcis. Aber die 3 heißen ihn Schorsch. Das ist praktischer. Sie mögen ihn, den Özekcis Schorsch aus Gümüşhane in der hintersten Türkei. Der Schorsch, alias Gülizar Özekcis, gehört seit über 5 Jahren zu ihrer Partie und deswegen gehört er zu ihnen, ist einer von ihnen. Rassenhaus ist unseren 3 Oberlandlern unbekannt. Außerdem brauchen sie ihn, weil man halt zum Schafkopfen 4 Mann braucht. Und für was haben sie es ihm in monatelanger, harter Lehrtätigkeit mühsam beigebracht? Seit über 4 Stunden spielen sie jetzt schon Schafkopf und es schaut auch noch gar nicht danach aus, als würden sie so bald damit aufhören. Du bist der Erste, Toni, was hört man? Ruft der Wasch dem Toni zu. Ja, ich hab einen weiter, sagt er ein bisschen zwider. Der Türk, Mann, hat wieder die ganze Bratzen vor ihr Trümpf. Der Özekcis Schorsch ist der einzig Nüchterne in dieser Runde. Er bleibt ruhig und gelassen,
Auch wenn seine 3 Späßeln blären wie die Jochgeier und die Karten auf den Tisch dreschen, dass die Finger krachen. Ich noch einmal spiele mit die Kugel, wann recht ist, dann fahren heim. Er sagt das ganz ruhig, aber bestimmt, und da wissen die anderen, dass nichts mehr geht. Jeder von den 3 hat einen Haufen Striche auf seinem Bierfutzel stehen und demzufolge auch eine Riesenlack des edlen und bestens gepflegten Gerstensaftes im Bauch, was wiederum eine gewisse Blutleere im Gehirn zur Folge hat. Der Kamerad Gastarbeiter hat das schon längst erkannt und steigt deshalb auch nicht in den fast zugeschneiten Kombi des Müllerwascht, sondern nimmt sich lieber das Mofa von Jagerwirt zu leihen, weil er da sicher ist, dass er gesund heimkommt zu seinen Rehherren, zu seinen 4 Buben und den 2 Dirndln, die allesamt fast perfekt borisch schreien. Halt, steh bleiben, da bleiben, schreit ihm der Toni nach. Da, ich schenke dir mein Grüßbaum, dass du einmal weißt, was Weihnachten ist, du Gnofifresser. Er meint das nicht böse. Er nennt ihn immer einen Gnofifresser, wenn er ein paar halbe zu viel hat. Und der Össexis-Schorsch weiß das auch. Und er weiß auch, dass man ein Geschenk vom Toni nicht ausschlagen darf, weil der sonst so zwider wird, dass ihn keiner mehr aushalten kann. Deshalb zwickt er sich den Fichtenstarfen auf den Gepäckträger und fährt vorsichtig aus dem Hof auf die von Bayern 3 vorausgesagte spiegelglatte Fahrbahn. Er fährt so langsam, dass man leicht daneben herlaufen könnte. So ist er noch keinen halben Kilometer dahin gezorkelt, da kommt von hinten der Kombi mit den 3 angedudelten Maurern daher. Der Lenz hat das Lenkradl mit seinen Riesenbratzen krampfhaft fest umklammert und stiert mit seinen weit aufgerissenen Batzelaugen auf die schneeglatte Straße, auf der er schemenhaft die Umrisse des Türkenschorsche auf dem Mofa wahrnimmt. Langsam nähert er sich den Zweiradler und setzt so gut es geht zum Überholen an, als der Toni neben ihm einen markerschütternden Aufschrei tut. Ein Schorsch hast du zusammengefahren, du psuffens Wachscheitel, wir brauchen einen Senker. Die 3 stürzen aus dem Kombi und schon haut es ihnen auf der spiegelglatten Straße die Läufe hinaus, dass sie alle gestreckt da längs auf dem eisigen Boden liegen. Der Össexis-Güllisar aber krabbelt unversehrt aus dem Straßengraben herauf, betastet vorsichtig sein Gestell, um zu prüfen, ob noch alles in Ordnung ist, und steigt wieder auf sein Mofa. Dem Lenz fällt ein Felsbrocken vom Herzen, weil sein Türkenspätzl noch lebt. Jetzt will er aber nicht mehr fahren und deshalb muss der Toni die Steuerung des Gefährts übernehmen. Vorsichtig und angestrengt nach vorne spähend fährt er mit leicht zittrigen Händen hinter dem Güllisar her. Warum fahrst du nicht vieri, du Lormsierer, du, masselt der Wascht. Einen Lormsierer lässt sich der Toni noch lange nicht heißen und deshalb setzt er, vielleicht ein bisschen zu flott, zum Überholen an, kommt dabei leicht ins Schleudern, erwischt den Schorsch an den drum Christbaumstarfen, der gut 1 Meter links vom Gepäckträger heraussteht und reißt ihn brutal auf die bucklige Landstraße. Niemand traut sich aus dem Kombi. War das nicht ein Zeichen von oben, dieser erste Unfall kurz vorher? Und jetzt dieses schreckliche Ende und das kurz vor Weihnachts. In Gedanken sehen sie, wie seine Reihe daheim mit den Kindern in der kleinen Stube sitzt und auf ihn wartet. Die großen schwarzen Augen der Kinder sind fragend und anklagend auf sie gerichtet. Irgendeiner muss ihr die schreckliche Botschaft überbringen. Alle 3 haben es gesehen, wie es ihn erwischt hat. Da gibt es keine Hilfe mehr. Der Schorsche liegt starr und bewegungslos im Straßengraben, das haben sie genau gesehen. Und jetzt traut sich keiner mehr hinzuschauen. Stumpfsinnig stieren sie vor sich hin und in ihren Köpfen dreht sich alles wild im Kreis. Das mag hauptsächlich von den übermäßigen Bierkonsum kommen, aber doch ganz besonders von den Vorstellungen der Folgen dieses Unglücks. Einer stammelt tonlos das Wort Zuchthaus und lässt resigniert seinen brummendes Haupt auf die Brust sinken. Alles ist unheimlich still in dem Kombi. Plötzlich fahren sie erschrocken auf, als es leise an das Seitenfenster klopft. Die Beifahrertür wird von außen aufgemacht und draußen steht wie ein Gespenst, schneeweiß und mit wild zerfahrenen Haaren, der Össexis-Güllisar. Keiner bringt auch noch ein Sterbenswörterl über die Lippen. Dann nimmt sich der Toni ein Herz und fragt zaghaft und leise: Schorsch, bist das du? Der Schorsch ist es leibhaftig und er sagt mit leiser, aber fester Stimme: Ich nix mehr zuerst fahren. Jetzt du vorausfahren, ich sonst noch ganz kaputt. Die 3 waren auf einen Schlag nüchtern und sie haben sich noch nie so auf Weihnachten gefreut wie gerade jetzt. Nach im Kombi geloben sie, dem Schorschi nie mehr dazu überreden zu wollen, ein Schweinernest zu essen oder mit ihnen Bier zu trinken. Ganz im Gegenteil.
Sie haben ihn miteinander einen Viertelzentner Hammefleisch auf Neujahr gekauft und mit ihm und seiner Familie einen außerplanmäßigen Geburtstag gefeiert. Seitdem sind sie noch bessere Späßeln geworden. Der Schorsche aber hat sich selbst feierlich gelobt, nie mehr mit einem Mofa vor dem Kombi seiner Arbeitskameraden herzufahren und vor allem nie mehr mit einem Christbaum auf dem Gepäckträger. Beim Barte des Propheten, da sieht man wieder einmal, wie gefährlich die Bräuche der ungläubigen Oberlandler sind. Allah il Akbar, ich nichts mehr Christbaum und nichts mehr Jagerwirt.
Weihnachten 1946. Gleich nach dem Krieg im 46er Jahr war das Essen ganz besonders rar. Da war ja das schon allerhand, wenn du mit einem Bauern warst verwandt. Nicht zum Verachten war da auch der Onkel aus Amerika. Am Heiligabend, ich schrei Hurra, kommt's Backerl aus Amerika. Von unserer lieben Tante Rosen, gefüllt mit lauter schöne Dosen. Ich reiß gleich auf und reck meinen Hals, weil auf liegen gleich 3 Pfund Schmalz. 1 Kilo Bohnenkaffee, schau, eine große Dosen mit Kakao und nebendran die gute Säu, ein Bixen mit Olivenöl. Eine ganz große Dosen Reis, 2 Kilo Mehl, wie Schnee so weiß. Das alles schrieb die Tante Rosen höchst eigenhändig auf die Dosen. Bloß von der Weißblechdosen unten, da war der Zettel halt verschwunden. Was kann jetzt in der Dosen sein? Steckt halt einmal die Nasen rein. Ich hab's probiert, gleich ein paar Mal. Das Pulver war geschmacksneutral. Das war nicht sauer, war nicht süß, hat geschmeckt wie eine eingeschlafene Fiers. So haben uns mir den Kopf zerbrochen, was kann man aus dem Pulver kochen. Die Mutter meint, es kann der Schmankerl sein. Da kochen wir jetzt einmal einen Brei. Und haut kurz drauf mit Milch und Ei das Pulver in die Pfanne rein. Befolgt den Rat von unserer Oma und gibt dazu ein Zimtaroma. Und mit dem Einbrennen und dem Zwiebel hat's wirklich geschmeckt, war gar nicht übel. Und dann, es waren so 3 Tage drauf, klärt mit dem Brief sich alles auf. Schuld, das ist ein schwacher Trost, war nur die Schlamperei der Post. Und Tante Rosen schrieb, ihr Lieben, ich schick ein Backerl euch nach drüben. Voll mit lauter gute Sachen und hofft, dass sie euch Freude machen. Was ihr leider noch nicht wisst, mein Schorsch verstarb mit 80 Jahren und stets ein treuer Bayer war. Seinen letzten Wunsch will ich euch verkünden, in Bayern soll er Ruhe finden. Das gibt's da zum Lachen. Drum sei es so wie es sei, setzt ihn in aller Stille bei. Die Asch ist in der Weißblechdosen, in stiller Trauer Tante Rosen. Und so haben wir, ich werde es nie vergessen, an Weihnachten unseren Onkel gefressen. Ich habe mir gedacht, vielleicht einmal was Kulinarisches auch zwischendrin.
Ja, liebe Gäste, wir leben momentan in einer Zeit, die ist ungut. Sagen wir so. Es ist eine Hektik auf der Welt, alles muss sofort sein, gleich sein. Es ist viel Streit auf der Welt, der Streit zieht sich durch Familien und es ist manchmal nicht schön. Und in so einer Zeit soll man aber trotzdem die Hoffnung nicht verlieren. Und bevor wir dann unser letztes Stickel spielen zum Ausklang, möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen, wo man sieht, Hoffnung kann ganz viel helfen, aber die Hoffnung allein macht es nicht, wir müssen selber dazu tun. Und die Geschichte heißt, die 4 Kerzen am Adventskranz. 4 Kerzen brannten am Adventskranz. Es war still. So still, dass man hörte, wie die Kerzen zu sprechen begannen. Die erste Kerze seufzte und sagte, ich heiße Frieden. Mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Sie wollen mich nicht. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sprach, ich heiße Glauben. Aber ich bin überflüssig geworden. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen und es macht keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die Kerze war aus. Leise und sehr traurig meldete sich die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe und ich habe keine Kraft mehr zu brennen, denn die Menschen stellen mich an die Seite. Sie sehen nur sich selbst und nicht die anderen, die sie lieb haben sollten. Mit einem letzten Aufflackern verlosch auch diese Flamme. Da kam ein Kind in das Zimmer, sah die Kerze an und fing fast an zu weinen. Es sprach, aber ihr sollt doch brennen und nicht ausgehen. Wir brauchen doch euer Licht. Dann meldete sich die vierte Kerze und sprach, habt keine Angst,
Denn solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Denn ich bin die Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind das Licht von der Kerze und zündete damit all die anderen Lichter wieder an. Den Glauben, die Liebe und den Frieden. Mögen uns alle diese 4 wichtigen Dinge nicht verloren gehen. Und jetzt sagen wir herzlichst vergelt's Gott fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und wir wünschen euch alle, die da sind und die das sehen, ein schönes Weihnachten und dass wir wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Und jetzt spielen wir noch, wie es sich gehört, zum Ausgang ein schönes Stückel, das uns ein bisschen auf die Weihnachtsfeiertage einstimmen sollte. Geht's gut und für Gott bei uns. Ist das. Dann spielen wir nur an.
Danke.